Oder hat das Mann vielleicht auf einmal sich dort so sehr gewünscht und sich dort selbst träumen und jankern lassen? Daar Jahr terug rede ich mit einem Mann in Ontario. Die Lieder waren von ein von den reichsten Liedern am Dorf gewesen hier in Mexiko. Und auf einmal hast die, dann ging die bankrott. Die kam was machen an ihrer Wirtschaft und die mussten alles verkaufen. Und dann auf einmal, da wir in Ontario und die mussten die Gurten plagen. Ich meine, da wird ein großer Unterschied. So, diese Lieder werden gewarnt, nicht hat Arbeiter haben, nicht hat Kirches, und selbst mehrstag nachschaffen. Und dort wird dann gut gewusst, dass die gewarnt werden, dass die schaffen können, nicht? Aber war da ein Plan nu von wird, da wird die ganz krasse Unterschied, was die Lieder jemals erfahren haben. Aber dann sieht das Mann dort. Er sagt, Gott hat mir versprochen, er wird mir meine Wirtschaft zurückgeben. Und diese Lieder kriegen ihre Wirtschaft übernommen. So sie die schon mal gehört haben. Und ich würde da ein klein bisschen mehr davon reden. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 37 von einem Lied. Der hat einen Jungen, dem träumten Dinge. Und einmal weiß wir nicht ganz genau, wann Gott uns wird versprechen hat, oder wir träumen sehr abfallende Dinge, oder wir planen, oder wir haben eine Vision, oder wir wissen nicht, wo wir das sollen anpassen, wo das bedient hat, wo das utkommt, so ist dort, und wir wissen einmal nicht, wo das ist. Josef, dem träumten sehr fremde Dinge. Dort hat sich dann nicht mehr traut was. Und er verteilt seine Brüder da und die ohrten sich über die. Und dann träumten am wahren Dinge und er verteilt seine Brüder und seinen Vater da und die waren nicht zufrieden mit ihm. So, was soll Josef dann nu damit tun? Kinder haben das meiste Träume. Was sie tun wollen, wenn sie groß sind. Gerade Menschen, die haben Träume, die haben alles andere Dinge und die wissen einmal meist nicht, was sie damit sollen tun, ob dort eine Versprechung von Gott ist, als dort ein Tee oder was bedeutet so reicht. Und dann gibt es aber auch Träume, die uns überhaupt nicht viel sein tun oder nicht sein. Das ist so eine Träume, wo uns bloß sagen, dass wir haben fern shoppen gehen, zu seinen Onkel zu geben. So, du hast nicht eine große Ausleihung für. Das ist nicht aus dem, was wir wollen. So, was hat Josef nu mit seinen Träumen? Und wir ihn so abholen, dass er die wieder verteilen darf, wenn es seine Nuss, die Brüder und seinen Vater, und dann wieder hergestellt davon. Nur als Josef seine Brüder nur Ägypten verkauften, und er einmal hoch angestellt war, wie das war ich da, wo den König bewirken darf, dann waren seine Träume vielleicht auf einmal sind beigefallen, und er hat vielleicht so gedacht, nu fangen die Träume an Erfüllung zu gehen. Er fängt an groß zu werden. Er hat über höhere Menschen gesagt. Er ist ein sehr schmacker Hieserstahl, like mich fair. Aber dann auf einmal dann kommt der Host, ich wollte machen, und kriegst du Host, ich Licht, hey, war er ganz unten. Und ganz unten bei dem Gefängnis. Josef hat keinem, der ihn besorgt oder der probt am Rütigkeiten. Er hat keinen, der sich am Kämmern leidet. Aber er hat auch betet.
Gott wie met hem en hij blijft geduldig en hij blijft God trouw. Nu zoals wir dann kommen er noch ein paar andere Männer an, am Gefängnis, wo er ist. Und die haben auf einmal eine nach wunderbare Traum gehabt. Und Josef, die kann an dort an sein, wenn er wird nu all über die Gefangene gestellt. Und er fragt diese Jungs, was entschieden denn? Er konnte dort an sein, dort ist ein sehr angegriffen und irgendwas ist da. Und dann sagen diese Männer, vertraut einer seinen Traum und wollte der andere. Und dann sagt Josef, wo wir fuß zu diesen Jungs, und mir hat sehr klar sagt er, dort ist doch bloß Gott, der einen Traum dienen kann. Aber dann sagt er auch, das vertraut mir einen Traum. Und Gott mir am das Fuß klar, dort die ihre Traum, was ihre Traum zu bedienen hatten. Und diese Männer, die brauchten nicht lang lernen. Josef, die muss lang lernen, dass er erstmal, dass er seine Träume, was er angeträumt hat, in Erfüllung ging. Aber das wären 3 Teile. Josef sieht ihn dort, lehrt ihn dort aus, und das passiert so. Den einen, den wird nur 3 Teile abgehangen, der andere, der war 3, nur seine Arbeit. Und heute die Arbeit war der, was er vorher gehabt hat. Und wie weit dort Gott, der wir mit Josef? Eigentlich hat Gott Josef nach Ägypten geführt, den der Hahn gestellt. War noch auf der sehr wunderbare Weg. Und die Menschen waren dort sehr, sehr erreicht. Aber irgendwo hat es eine Bedienung dort Josef in Ägypten wieder. Und ich glaube, die schwanste Zeit, wo er für Josef Jerusalem gegeben hat, dort wir dort von seiner Familie führen mussten. Er wird aufgeschnitten und er weiß nicht von, was Matthäus, seine Familie, Tüß, die meiste, wieder seine Brüder. Aber der andere, die glauben, er wird sogar dort gemerkt, sie wollen am niemand mehr sein. Und Ägypten wir für Josef alles fremd. Er muss sich ganz anwenden, er muss sich sogar eine andere Sprache lernen. Wir Menschen haben alle zu einer Zeit oder der andere Träume und wir wundern, was sie zu bedienen haben. Entfernen probieren wir unsere eine Träume eine Bedienung zu geben. Wir leben selbst, was wir meinen, vielleicht leben wir sogar, dass Gott uns die hat angegeben. Oder dass Gott uns da mit großen Dingen versprechen hat. Und wir probieren einmal auf ferner Zeit, diese Träume eine Wirklichkeit zu machen. Dass die Schwindeln in Erfüllung kommen. Und wenn wir es zu sehr mithalten, mit Dingen, was wir uns eigentlich deutlich mehr andauern, wird ja das Wort nicht sehr gut utkommen. Abraham und Sarah, wir wollten dort, die kriegen große Versprechungen. Das wird so. Und die wissen dort, die hatten Schuld beim Zweiten. Was wollen die dort verstehen für jeden Leuten? Aber sie nahmen dort auf einmal in Erde hängen, wie wollten, wo die dort ging. Die kriegen sehr, sehr schwere Zeiten damit. So, die meiste Zeit, wenn wir unsere eine Träume, die wir klein oder groß gehabt haben, wollen dienen wollen, die wollen erreicht sein. Und besonders soll wir niemals probieren, Gott nur zu schreiben, wenn wir feilen, dass er uns was versprochen hat, und dort kommt aber nicht vor. Gott ist groß genug, sein Versprechen zu halten. Und er sagt, dass er wird sein Versprechen halten, ohne dass wir ihm noch schreiben dann. Wir lesen andere Schriftstellen, wo Gott eigentlich unzufrieden wird mit den Menschen, weil die träumt über allerhand. In Jeremia 23, Vers 25 und 27, du sagst, jetzt ist das.
Und hier redet Gott von falschen Propheten, wo das Volk Israel mit ihren Träumen hängen dort Licht führen. Und diese Propheten, die sehen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Und wat je wat, de lügen dat Volk allerhand Dinge für wat Gott niemals gesagt hat, und Gott niemals angegeven hat. Und dann sagt Gott wieder, wanneer worden die Propheten mehr abhören, mit so zu lehren, was nicht so ist, sondern wo sie sich selbst schlau in ihrer Wissen sehr klug uitgedacht haben, zodat mijn Volk durch die Träume, die Propheten sich untereinander verteilen, meine Namen vergeten dann. So hier habe ich gesagt, dass es sehr gefährlich nur Träume zu horchen oder selbst proben, Dinge mit Träumen zu tun, was nicht von Gott sind. Und das sagt uns, dass wir sollen vorsichtig sein. Nicht alles, was in uns Kopf kommt, das sind Versprechungen von Gott. Träume sind immer ein bisschen Schatten von dort, wo wir Menschen uns wünschen, oder auch, wo wir uns vergrülen dann. Dann kriegen wir Träume der Nacht. Das Mann, von dem ich rede, habe ich im Gurken placken, an sein tägliches Denken, dort so fast an sich gedacht, dass er wirklich glaubt, dass Gott am Versprechen hat, seine Wirtschaft war trägt zu geben. Und das passiert aber nicht. Und der Mann, der wird eigentlich, die Lieder werden verbrückt, eigentlich für einmal, der hat keinmal mehr in der Wirtschaft verport, so sehr ich einmal gehört hatten. Aber er hat sehr klar Ansicht, dass Gott hat am Versprechen, dass er würde am dahin sagen, wo er erst war. So, wir können uns fragen, hat Gott an sich sein Versprechen doch nicht gehalten? Oder hat das Mann vielleicht auf einmal sich dort so sehr gewünscht und sich dort selbst träumen und jankern lassen, dass er durchkommt, dass wir Gott, was ihm dort versprochen hat. So, und nu treten wir Josef seine Geschichte. Das Mann, was seine Arbeit war, zurückgekriegt hat, der hat ganz von Josef verjährt. Das ist noch ein Ding, was wir Menschen immer tun. Wenn uns ein Schlag geht, dann denken wir, wir haben Frauen oder einen Brot annehmen und allerhand Dinge. Aber wenn uns dann auf einmal erst wahrscheinlich geht, dann vergeht wieder von. Und sogar das Mann, der hat von Josef rein ganz verjährt. Aber nu hat ein kleiner Pharao, was geträumt, zwei sehr wunderbare Träume. Und nu fällt dessen deiner dort auf einmal bei, dass Josef zu ihm gesagt hat, dass er soll vor ihm mit sozusagen anstehen, sodass er auch aus dem Gefängnis zurückkommt, wegen er hat nicht verdient, am Gefängnis zu sein, sagt er. Und dass das dann den Josef so vertrauen hat, oder diesen Pharao vertrauen hat, dass der vor ihm einen Traum gedient, und als wirklich ist es dort gekommen, und die wurde doch kurz anwenden, sie weiß dort, ich schaffte dem Leuten am Gefängnis anstoppen, und dann dreht er wieder, dann kam der Leute, dem war er zurückgekommen, und nu erst dann haben wir doch Pharao. Und das sind nur vielleicht auch ein paar Jahre von da. So, Pharao, der wusste, dass das sein Traum, was einmal gehört hat, du wirst was geworden, und das Josef, der hat was könnt, was nicht Jerusalem wer können. So, nu hat er diese Traum gehört, und er lässt Josef schwer Reitmerken und daheim bringen. Josef seine Geschichte ist nicht bloß von ungefähr abgeschrieben. Das ist nicht bloß, dass du hast ihm was geträumt und du hast hier, aber der hat eine Bedienung. Hier sei wie Josef wir nicht besser geworden. Und wenn er auch anschließend am Gefängnis geschmissen wird, oder wenn seine Brüder einmal ganz, sogar wollen tot machen.
dann aber noch jeden Last an uns Skruv verkauften, wie er reit zu tun, was Gott von ihm will, und er lässt sich von Gott brauchen. Auch bei dieser großen Mann in Ägypten. Kriegen dann, wo wir am das getan oder seine Brüder am verkauft hatten in Ägypten. Und dass er hat seine Familie muss loslassen. Er hat was Besseres gekriegt, dass er hat Gott mit sich und immer bei sich und an dem hält er sich. So nu als er eerst bij den König ist, vertelt der König am seine Träume. Und Josef soll am sagen, was er zu bedienen haben. Aber Josef hat am Fuß denken, und wem er sich holen wird. 1. Mose 41, Vers 10. Aber Josef sagt, ich kann das nicht, mein Herr. Aber Gott wird dem König eine gute Dienung geben. Hört einmal, was Josef sagt. Ich kann das nicht, aber Gott. Und das ist die rechte Einstellung, wenn wir durch Dinge gehen, wo wir nicht ganz genau wissen. Dann ist es besser, dass wir uns von Gott holen und nicht von uns selbst oder an andere Menschen. Kriegt in diesem Soß, was sehr abholend. Josef sagt der Pharao, euer hat die Träume überhaupt gehört habt. Gott wird dem König eine gute Dienung geben. Gott will mit seinen jetzt an Josef bin. Und Josef, die wünscht sich das zu sein, dass es wird eine gute Dienung sein. Dass wir so aus von Gott, der Josef zu Pharao reden wird. Und da wird diesen König dort auf einmal sehr klar, dass da wird gerade das, was die Aufgabe, was er in seinem Land hat, die West sei ja, wo sei ja, wo er sich einmal abverloren hat. Er hat die dort kommen, und der haben am die Träume nicht konnt utleihen. Aber ehe du irgendwas mit dem König passiert, können Josef seine Träume erst in Erfüllung. Das ist wunderbar. Der Pharao hat nu al gehört, was passieren soll. Und da wird endlich was zum Grölen, aber auch gegen Last soll da was Gutes kommen. Josef, der musste so eine schwere Zeit durchgehen, aber gegen Last wird am abgehoben worden. Gott wird am abheben. Und er wird nicht mehr durchgelassen worden. Und Josef wird an ganz Ägypten angestellt. In einer Minute, kann wir sagen, sozusagen, wird Josef der ganz erste Mensch in der Welt. Wie ein Wort, wie er bleibt Gott treu, kriegt dann ein Wort von der Umstand. Er nennt ihm an sein Leben. Und ganz von jung an. Wir lesen in 1. Mose 42, Vers 6. Josef wird Gouverneur über das Land und verkauft durch Getreide an die Menschen, die dort noch kommen. Und Josef seine Brüder kommen und kleiden sich für ihn mit. Gesagt, der Bett abgeirrt. Weil je da kam all ein von dort, was Josef geträumt hat in der Erfüllung. Am hat geträumt, dass die Gaben sich beiden für seine Gaben, ne? Sind in den Mund, ja, und so weiter. Und nu, wenn ich reich dann habe ich das dreimal gelesen, oder gelesen dreimal, wo Josef seine Brüder sich bei Ape ihr Bein dann für Josef. Wenn so Angst wie die Hand. Nu sagt Josef, dass seine Träume hatten eine sehr, sehr große Bedienung gehabt. Und nu wird dort meist da, wo seine Brüder und sein Vater dort auch antworten würden. So, Josef hat durch schwere Lechten, tiefe Lechten muss gehen, aber dann auf einmal hastig, ändert sein Leben 100%. Und das wir für immer, solange unser Leben dauert.
Gott rad der Josef das ganze Ägypten. Eigentlich kann ich sagen, die ganze Welt, wie das sagt, die Hungersnot die wird über die ganze Erde. Und wunderbar hat Gott durch einen jungen Mensch, was nicht mal an das Land angehören hat, wo wir, dem das zu weit getan, was da passieren wird. Gott rat den Menschen von einer Hungersnot. Wenn Gott dort nicht hat, das so getan, dann hat die Menschen bloß müssen umkommen. Aber dann hat Josef seine Geschichte noch eine viel gradere Bedienung, was Menschen eten geben. Oder Gesundheit, oder was immer haben. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 46, Vers 31. Josef sagt zu seinen Brüdern, in der Ewige von seinen Vater seine Menschen. Nu wo ik naar Kenny kon, so dit is al wo die nu al in Ägypten zijn. Jacob met zijn ganze Familie in Ägypten. Nu zegt Jozef, nu wo ik naar den Kenny kon en am zijn, dat mijn Brüder en al mijn Vater zijn Menschen naar mij gekommen zijn van Kanaan. So, dat is een klein beetje in je kop nemen. Nu is dat volk Israël in Ägypten op een zeer, zeer gute Stadt, wo viel zu eten ist und alles haben, das beste Land. Und Josef sagt, nu wo ich nur den König gehen und dem das sein. Sozusagen, es kann sein, nu wo ich den König das sein, was ich getan habe. Aber dort nimmt er sich nicht für sich. Dort wird nicht ein Denk, wo er sich nicht mehr groß tun wird, aber er sagt, wo den König dort sein. So Gott rat seine Familie durch arm. Und da wir wieder vergleichen dann mit Johannes 20, Vers 17, dann sehen wir, der Meister dort Salzje. Hier sagt Jesus zu Maria, als Jesus hier abgestoßen ist. Gune meine Brüder en zij aan. Ik wil opvoeren, naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en naar jullie God. Jozef de ging naar den König, dem de goede Nachricht brengen. Jozef, hij zei, ik wil nu naar mijn vader wachten, dem eine goede Nachricht brengen. Gott hat durch Jesus nicht bloß eine Familie geraten. Aber hij hat die ganze Welt geraten. So als Jakob mit seiner Familie musste nach Ägypten kommen, so muss wir von dir nach Jesus kommen und dort annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und weißt ihr, wenn wir Jesus in die Geschichte lesen, dass wir nicht bis alle Tag scheinen gehen. Er muss sehr, sehr schwere Wege gehen. Und jeden Platz mit den Menschen am Tod. Dort die solche Menschen leben können. Wenn Jakob mit seiner Familie in Kanaan geblieben wäre, und hat bloß Hannah war mit Eden geholt von Ägypten, da würde er allein nicht gearbeitet haben. Sie mussten sich auf den Weg geben und dahin tragen, wo das Eden wir. An dem, dass sie ihre alte Wohnung verlassen, kriegen sie eine neue Stadt und ein neues Leben. Ein Leben am Überfluss. Sie können sich nu satt eten. Die Hungersnot, die wird verehrt Eva. Nu wens ik deze boodschap hat jullie ein Bild gemerkt von wo wunderbar Gott arbeiten wird. Und dort beter ist, dass wir Menschen uns nicht so viel alle uit uns selbst uitdenken und proben zu dienen, aber Gott hat überlassen.
Weil ich als ich klein war, nur ich doch noch ein bisschen von mir reden, habe ich vorhin auf dem Sonnenklappen gesehen, und ich spiele da, und ich habe mir die verschiedensten Dinge träumen lassen. Wo ich einen Tag mit dem Pickup fahren, wo ich für Menschen reden und hunderte andere Dinge. Aber dann auf einmal, als ich alle war, wie mein Leben so rein ganz anders, als mir das als ein kleiner Junge geträumt hat, dass ich bis wusste, dass ich bis gar nicht so. Ich bin arg gewesen. Und ich habe meine Träume bis kriegt da alle ab. Da wird von mir nichts geben. Und von der kann ich Ihnen aber sagen, ich kriege drei, und Gott hat einen Teil von den Träumen, was er mir angegeben hat. Ich meine, über Tag träumen. Wir alle haben jankern lassen und planen, so dass ein kleiner Junge planen kann. Und glauben, dass er was es dort waren. Viele von denen hat Gott in Erfahrung gehen lassen. So, ich wollte dich nicht dahin unterbringen, und ich habe vielleicht auch mit den Träumen, wie soll du nicht horchen, und dann soll ich nicht horchen. Nur, was ich will sagen, wir sollen die Träume Gott überlassen. Und Gott wird die ausführen. Und wenn er die ausführen will, dann muss wir mithalten, dass dort wirklich kann dann auch was geben und dort was werden wird. So, ich habe eine Frage an uns alle. Für wem sie nutzen wir Josef seine ganze Erfahrung? Und die Antwort, was ich gefunden habe, ist das. Vielleicht hat das Volk Israel seine Geschwister, seine Vater, seine Mama, das ganze Volk Israel, was zu der Zeit nicht sehr groß war, für die eine größere Bedienung als für Josef selbst. Aber er muss einmal vorabgehen, dass es dort werden kann. Gott seine Arbeit für Josef die wir für Josef, aber auch für seine Familie. Von der die Erlösung von Jesus Christus, der ist nicht bis für eine Familie oder bis für einen Mensch eine Familie. Die Erlösung, die was Jesus ausgeführt hat, der ist für alle Menschen. Ons heeft eine grote Freude, die von der gewählt hast, mal ans zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft Maut merken, dann würden wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahren best wohl lebensfähig ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Taubklock 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht im Port sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheuk.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.